Australische Wissenschaftler beschuldigen China der willkürlichen Organentnahme an verurteilten Todeskandidaten. Die Körperteile werden demnach ohne Zustimmung der Opfer für verschiedenste Verwendungszwecke entnommen. In einem Artikel des BMJ Medizinjournals fordern Wendy Rogers und Matthew Robertson, die über 400 Studien, die Chinas illegale Organhandelpraxis belegen, aufgrund von einigen Fehlern zurückzuziehen. Chinas Rolle in einer solch menschenunwürdigen Handlung wurde ebenfalls von der Nichtregierungsorganisation Amnesty International berichtet. Kanada liefert den Huawei-Manager Wan Zhu in die Vereinigten Staaten aus. Dies wurde durch eine Mitteilung der kanadischen Regierung bestätigt, so sollen Verantwortliche des Justizministeriums die Auslieferung Wan Zhus genehmigt haben. Lu Kang, Sprecher des chinesischen Außenministeriums, beschrieb das Spektakel als ein politisches Ereignis. Auf der Veranstaltung Die Ostturkestan-Frage aus journalistischer Perspektive in Istanbul wurde den Besuchern der lang andauernde Konflikt in Ostturkestan detailliert erläutert. Der Informationsveranstaltung wohnte der Bürgermeister von Küçükçekmece, Temel Karadeniz, bei. In Edremit fand, organisiert durch die Ensar-Stiftung, ebenfalls ein Seminar zur Aufklärung der schwierigen Situation der Uiguren statt. Das eingeleitete Ermittlungsverfahren wegen Korruption gegen den Präsidenten Israels nahmen einige Israelis zum Anlass, in Tel Aviv für dessen Amtsverzicht zu demonstrieren. Der israelische Generalstabschef und Anführer der Widerstandskraft für Israel forderte infolge des eingeleiteten Untersuchungsverfahrens des Staatsanwalts Avichai Mendelblit ebenfalls den Rücktritt Netanyahus. Nach der Zusammenkunft zwischen dem amerikanischen Präsidenten und Kim Jong-un in Hanoi proklamierte Trump über seinen Twitter-Account, dass man gemeinsame militärische Großmanöver mit Südkorea künftig einstellen werde. Trump begründete die Entscheidung mit Sparmaßnahmen, da Südkorea bisher die Schulden an die USA nicht beglich.